Ja, grüß euch benannt und einen sakrisch guten. It's Kasperl. So Leute, ich bin vom Festival wieder da. Das waren jetzt wirklich 7 sehr anstrengende Tage. Auf dem Summer Breeze war sehr warm, aber es war auch sehr, sehr schön. Ja, ich war am Camp mit großartigen Leuten und wir hatten viele Späße, haben viele Runden Bierpong gespielt, die Bands waren großartig und ich bin noch ein bisschen gerädert davon, vor allem weil jetzt dann heute auch ihr kennt das mal, man kommt vom Urlaub zurück und der erste Tag in der Arbeit, erwartet alles darauf bearbeitet zu werden, was in der Woche angefallen wäre, ne? Also, aber wenn ihr euch ein Video zum Summer Breeze wünscht, sagt's mir Bescheid. Ich kann gern da noch ein bisschen näher auf die Details eingehen. Aber wir sind jetzt heute da, weil genug prokrastiniert. Ich mache jetzt den Bums hier fertig. Ne? Der dauert jetzt gar nicht mal so lang. Ne? Knappe Viertelstunde noch, 20 Minuten vielleicht. Ne? Je nachdem. Und schalten wir gleich mal wieder auf. Genau. Hier, Wiedergabegeschwindigkeit, besser so. Genau. Ich weiß gar nicht mal genau, wo wir stehen geblieben sind, weil das ist jetzt schon wieder eine Woche her, dass ich das letzte Mal über eine Woche behandelt habe. Und ich habe meinen Timestamp aufgeschrieben. Da habe ich mir jetzt hier vorgespult und dementsprechend ist es los. Und mir bleibt nicht mehr zu sagen, außer hockt euch hier, Sommermeerer, reißt's euch a Häube auf. Aber mir ging einer in Rainer. Ja, das stimmt. Weil es muss ja auch erstmal jemand finden, mit dem du zusammenarbeitest, mit dem du was zu tun hast. Ja. Wenn das jemand nicht findet, dann kann das 20 Milliarden Jahre im Internet sein. Das macht ja keinen Unterschied. Weil Ja. es macht ja nur dann irgendeinen Unterschied, wenn es halt, wenn du halt im Internet auch dann entsprechend gefunden wirst. Es geht darum, das Internet vergisst nichts und so weiter und so fort. Ja, und ich finde es immer wieder erstaunlich, weil es oft nicht stimmt. Wie oft habe ich versucht, gewisse alte Streamers oder dergleichen von ihm, Videos von ihm zu finden, ne? Die stellenweise gar nicht mal so alt waren und die im ganzen Internet nicht mehr auffindbar waren. Also für mich nicht. Mag sein, dass es da rechercheaffinere Leute gibt, die da mehr Ahnung haben und also ich habe stellenweise eine halbe Stunde nach einem Video gesucht, 3/4 Stunde und nichts gefunden. Und dementsprechend, ja, um einzelne Videos, aber natürlich vergisst das Internet nicht, wenn du 10 Jahre lang dich in diesem Internet aufführst wie ein Stall voll Affen, wie der Elefant im Porzellanladen, dann das vergisst das Internet natürlich eher nicht so schnell. Ja, und ich finde es auch schwierig, weil manche Sachen, manche Aussagen von ihm findet man wirklich schwierig im Internet, bis gar nicht, und die sind oft fragwürdig auf einem Niveau, wo man so sagen kann, so warum, wenn dich jemand fragt, warum hast du den Mann so sehr, dass man da sagt, hier, bitte sehr, hör das mal an, was er da gesagt hat, und dann brauchen wir eigentlich nicht mehr drüber weiterreden, weil es offensichtlich, wie gesagt, das beste Beispiel war das damals, da ist er, glaube ich, irgendwie, es war die Zeit, wo er in einem Skirchen vom Heimatmuseum gesessen ist und seine Doggedy-Streams gemacht hat und dann da irgendwelche Geschichten erzählt hat, wer es nicht alles verdient hat, Krebs zu kriegen und so ein Scheiß. Ja? Auf jeden Fall, ja. Also es gibt ja zum Beispiel so viele Bilder von nackten Frauen irgendwo im Internet, dass es halt schwierig verständlich für mich wäre, warum sich jetzt zum Beispiel jemand für meine Bilder interessieren würde. Ich bin halt einfach eine random Person so. Also dazu kommt halt auch, wenn das jemand sagt, dann kannst du auch sagen, ja, das bin ich nicht, kannst du das abschreiben. Ja. Ja, das ist natürlich ein Tipp, den kriegt man sehr früh von Reini. Ne?
Einfach lügen, das passt schon. Da ist er richtig gute Erfahrungen gemacht. Wenn irgendjemand kommt und konfrontiert dich mit irgendeinem Bullshit, den du verzapft oder getan hast, einfach Lülülü. Ne? Da ist er super gefahren damit. Das ist also Erfolgsgeschichte, Rainer und das Lügen. Das ist nie aufgeflogen, er hat nie Probleme deswegen gekriegt und die Leute hassen ihn nicht, eigentlich auch nicht zu einem geringen Prozent. Er hat es nur deswegen, weil er permanent und chronisch und ununterbrochen lügt. Man hat ihn auch nicht den Lügenlord genannt und inzwischen, keine Ahnung, 5 Lügenlord-Songs rausgemeldet. Der letzte, der sich, den Ofi, glaube ich, hochgeladen hat, der sich in meinen Kopf wieder reingebohrt hat. Nee, alles nicht einfach lügen. Das ist das Problemlösung auf Politikerniveau. Bin ich nicht, war ich nicht, kenne ich nicht. Habe ich noch nie was davon gehört. Rainer. Mit KI sowieso. Das kommt noch dazu, das wird noch viel verändern, habe ich schon oft gedacht. Ja, Rainer, KI wird noch viel verändern und zwar für dich. Weil irgendwann, und wir sind da nimmer weit davon entfernt, irgendwann wird diese KI so täuschend echt Dinge darstellen können, dass du es nicht mehr unterscheiden kannst, ob ein Mensch das gesagt oder getan hat oder nicht. Und dann wird's richtig problematisch, finde ich. Dann kannst du Leute für alles framen. Ja, wir haben auch hier ein Video gesehen. Sie sind doch schuldig, offensichtlich. Aber für Rainer ist es super. Ne? Für Rainer ist es super, weil Rainer kann ja immer behaupten, ja, das habe ich nicht gesagt, das ist alles KI. Die Hater haben das wieder mit KI erstellt. Bin ich niemals gewesen. Gut, das macht er schon seit Jahren, aber irgendwann wird man es ihm schwierig dann nachweisen können, dass es gelogen ist. Es wird noch viel verändern. Aber unabhängig davon ist es aber auch so, dass dass eben gerade auch, du kannst es abstreiten, wenn du jetzt nicht gerade ein bestimmtes Tattoo in der Fresse hast, so, dass dich jeder erkennt, so. Ja, aber er checkt es nicht. Wenn ich der KI ein Bild gebe von der Person, und das, wie gesagt, das wird in der nahen Zukunft passieren, ich glaube vor Ende dieses Jahrzehnts auf jeden Fall, ne, dass ich der KI ein Bild von der Person geben kann und dann entweder der KI sage, erstell mir ein Video, wo die Person das und das tut, oder, keine Ahnung, das selber irgendwie, ne, mich da hinstellen, irgendwie Aussagen treffen und sagen, jetzt KI, bitte mach, dass das hier die Aussage von XY Bild hier getätigt wird. Das wird passieren. Wenn du, keine Ahnung, eine Träne unter dem linken Auge hast oder so, dann ist das eine Sache. Dann erkennt man dann den Gesicht relativ einfach, weil es jetzt nicht so ist, was irgendwie jeder hat, obwohl es jetzt das mittlerweile eine Sache ist, die viele haben. Ja. Und wenn jetzt dein Körper tätowiert ist, sagen wir mal zum Beispiel mal deine beste Freundin da unten, ja, dann erkennt dich halt höchstens jemand, der dich halt schon entsprechend gesehen hat. Ja, eben, auf jeden Fall. Und ich bezweifle stark, dass das dein Arbeitgeber ist, wenn du nicht eine sehr kranke Beziehung zu deinem Arbeitgeber hast. Ja, ich glaube, das wäre ein bisschen komisch. Also, war da nicht einer auf dem anderen Discord, die irgendwie was mit ihrem Chef angefangen hat? Das fand ich irgendwie auch wild. Also, ich glaube, so Arbeit. Also es könnte natürlich sein, aber ich für meinen Teil glaube, das war fake. Das war eine Aktion, das war mit Sicherheit eine Aktion, die mich triggern sollte, dass ich darauf irgendwie reagiere. Ich habe das gelesen, ich habe mir dann gedacht, naja, wenn das noch offensichtlich abziehen würde, dann können die gleich sagen, hey Drachenlord, ich bin ein Hater, bitte bann mich so. Oh, ich bin voll. Ja, aber ich sag's ja auch manchmal, ne, gewisse Aktionen, gerade hier auch, die sind offensichtlich, also so offensichtlich darauf ausgelegt, ihn einfach zur dummen Aussage zu provozieren, dass sogar er das checken müsste. Aber das Problem ist, er checkt's halt oft trotzdem nicht, ne? Oder es ist ihm vollkommen wurscht. Also bei den beiden ist es ja wirklich sehr offensichtlich auch. Also für jeden, der nicht komplett behindert ist es sehr offensichtlich, dass die alles, was sie sagen, nur dazu gedacht ist, okay, wir müssen jetzt schauen, irgendwelche Stichwörter geben, damit es im Ogerstübchen zu rendern anfängt.
damit er uns wieder irgendeine hanebüchene Story ans Knie schrauben will. Aber jetzt schon, das ist dein Ernst? Aber warum sollte dich das triggern? Also das verstehe ich jetzt nicht ganz. Weil die immer glauben, dass ich diese. Ich bin zweimal in die Session, aber ich verstehe dein Ernst. Weil also du hast es bestimmt schon gemerkt, ich bin jemand, der sehr stark sexualisiert. Also weil ich halt, weil es etwas ist, das ich. Nein, Rainer. Das ist ja noch gar keinem von uns aufgefallen. Hier Dark Fantasy, Goblin Slayer und so ein Schmarrn. Was hat man noch? Schlangenschnecke. Eden, die ganzen Nummern, die da allein in diesem League. Ich bin froh, dass die anderen nicht 3 Stunden gehen. Ich bin der Meinung, dass da hätte man in der Mitte auch cutten können und ein zweites Video geben. Aber ich glaube, da wollte man jetzt, ne, weil das so eine schlechte Resonanz hatte, dass das erste Video mehr oder weniger nur ein Ankündigungsvideo war. Da man auch ein bisschen Zeit gebraucht hat, um es zu monetarisieren, glaube ich. Ich weiß nicht, ist das hier monetarisiert? Ich habe mir inzwischen YouTube Premium geholt, weil ich kann nicht mehr gescheit reacten, seitdem Google sämtliche Adblocker wirklich genugt hat, und auf dem Fernseher hatte ich das Problem. Und ich schaue so viel YouTube, dass ich gesagt habe, es rentiert sich tatsächlich für mich inzwischen Zeit. Aber ja, ich glaube, da wollte man dann ein bisschen kompensieren, sagen, hey, ihr wart jetzt alle ein bisschen sauer wegen der Nummer mit dem, ne, dass wir die Ankündigungslords gespielt haben. Bitte sehr, kriegt er das erste gleich mal 3 Stunden rausgemettelt. Ist ganz ehrlich, für die Leute, die sich die Sachen nur geben wollen, oder wie gesagt, so kurze Zusammenfassungen wie bei so einem Ofenkäse oder sowas sehen wollen, ist das subi. Für mich ist Arsch. Aber ja. Sehr wichtig halte und gleichzeitig halt aber in der Situation bin, dass in meinem Leben es leider nicht wirklich viel Rolle gespielt hat. Also ich habe in meinem Leben relativ wenig Sex gehabt. Speziell mit Frauen. Mit Männern hatte ich ein bisschen mehr Erfahrungen. Gerade eben auch speziell mit dem Hugo, also mit dem, wo ich vorhin erzählt habe. Ja, du hast so viel erzählt, wenn er da lang gewesen ist oder auch wenn er kurz gewesen ist, aber Rani, ich frage mich immer, wie man so beschränkt sein kann. Weil er macht ja seit Jahren immer dasselbe. Also seine Herangehensweise an das Projekt Drachenentjungferung ist ja immer die gleiche. Und dass er nicht merkt, dass er an sich etwas ändern muss. Er denkt sich nur, ja, nee, irgendwann, ich muss mich nicht ändern. Irgendwann kommt schon mal irgendjemand und nimmt mich. Aber dass das halt vollkommen utopisch ist, begreift er einfach nicht. Weil er nicht checkt. Der Narzissmus lässt nicht zu, dass er checkt, dass sein unfreiwilliger Zölibat daher rührt, dass er sich strikt weigert an seinem eigenen Charakter, an seinem Verhalten, an seinen Lebensumständen und auch natürlich auch an seinem Äußeren und seiner Körperhygiene irgendetwas zu verändern. Ne? Wer ficken will, muss freundlich sein. Und sauber. Ich glaube, freundlich und sauber, das reicht meistens schon. Ne? Aber natürlich, dann hat er natürlich auch noch vollkommen utopische Ansprüche an die Person. Ne? Die muss 3, 4 Kinder mit ihm haben wollen und die muss besonders gut aussehen und die muss, egal was er jetzt wieder als Schutzbehauptung sagt, die muss deutlich jünger sein als er. Weil ich glaube, dass er auch der Meinung ist, dass er ja was nachzuholen hat. Ne? Weil als er in dem Alter war, zwischen 15 und 25, da hat er ja keine Action gekriegt. Und ich glaube, dass er glaubt, dass er das Recht hat, das nachzuholen. Und deswegen grenzwertige Aussagen kommen. Aber wie gesagt, dass er sich immer die Gedanken darüber macht, woran hat er gelegen? Da fragt man sich danach. Also alle Leute fragen sich das. Wenn man sagt, hier, keine Ahnung, ich bin jetzt 19, 20 Jahre alt und habe immer noch nicht, ne, war immer noch nicht entjungfert, dann denken sich die Leute, woran hat er gelegen?
Und irgendwann kommen die Leute schon drauf, also die allermeisten kommen drauf, ja, keine Ahnung, vielleicht bin ich auch weird und vielleicht ist das halt, vielleicht sollte ich ein bisschen was an mir ändern und das geht ja bei Rainer komplett gar nicht. Ja? Nein, die anderen sind wieder schuld, so wie es immer ist in seinem Leben. Es zieht sich wie ein roter Faden durch sein Leben. Ja. Aber es gibt halt viele, aber es gibt halt viele Dinge, die ich in meinem Leben nicht erlebt habe, so und die mich halt auch belasten, so. Und ich bin halt auch immer wieder auf die Situation gewesen, dass ich auf die Hater-Vibe reingefallen sind, die mich halt immer wieder verarscht haben. Okay. Und deswegen glauben die, dass ich auf alle Arten von sexuellen Interventionen reinfalle. Rainer, sexuelle Intervention, also, ne, Google das Wort Intervention. Einfach nochmal. Also, das ist nichts, worauf die Hater irgendwie versuchen, dich reinfallen zu lassen. Sondern das sind eher so Sachen, wo man sagt, hey, wir haben hier gewisse Dinge, gewisse Informationen, liebe Polizei, liebe Staatsanwaltschaft, schaut euch das einmal an. Ne, das ist das, wo wir eine Intervention versucht haben. Leider kläglich gescheitert. Ne? Weil Rechner nicht ordentlich durchsucht. Und selbst wenn ich das tue, ist es meistens sowieso so, dass ich das sowieso selbst besser weiß. Also meistens falle ich da gar nicht in dem Sinne darauf rein, wie die sich das vorstellen. Ja. Sondern ich denke mir halt einfach, naja gut, ich spiele euer Spielchen mit, dann macht doch, was ihr wollt. Ja, ich meine, Ja, Rainer spielt wieder D-Schach. Ja. Und jedes D steht für Depp. also ob die das jetzt ernst meinen oder nicht, wenn die mit dir irgendwie so auf die Art und Weise zum Beispiel schreiben würden, ist ja im Endeffekt egal, weil die schreiben ja mit dir auf die Art und Weise, so weißt du, was ich meine? Ganz richtig. Und das machen die auch, um mich zu triggern. Aber Ja, das ist A richtig und B falsch. Und C schwierig. Ne? Wenn man ihm das so hinklatscht, das ist zum Meth-Farmen eher nicht so schlau, weil man zu sehr sein Wording übernimmt. Und auch das, also er ist zwar hageldumm, aber bestimmte Sachen merkt er dann doch schon. Ne? Wenn man ihm sein Wording, die Sachen, die er seit Jahr und Tag runterbetet, wie einen Rosenkranz, wenn man ihm die gibt, merkt er schon, okay, ne? Offensichtlich Hater. der Witz daran ist, dass die das gar nicht richtig realisieren. Pass auf, das beste Beispiel ist Wir sind diejenigen. Die Hater sind diejenigen, die nichts checken. Reini hat den vollen Durchblick. Damals meine Bilder veröffentlicht hat, aber es gab davor und danach immer wieder so Sachen. Ich werde immer als der sexgeile, notgeile, sexistische Typ hingestellt, der Nein. Also, du erweckst den Eindruck, ein solcher zu sein. Du wirst so nicht hingestellt, Rainer. Rainer, hört hier den Anfang von diesem Discord-Leak an. Lies dir deinen eigenen Blog durch. Gib dir die ganzen Nummern von den ganzen Bärchen über die Jahre hinweg. Rainer, niemand stellt dich so dar, außer dir selbst. Und das ist ja genau der Punkt, worum es gerade geht. Man muss dir nur ein noch so vages, sexuell geladenes Stichwort geben. Und dann fängst du an, dass du wirklich einfach ohne Filter jeden noch so kranken und kaputten Gedanken, der dir durchs Ogerstübchen schwirrt, einfach rausplapperst. Das ist die Nummer. Weil du auch vollkommen hanebüchen auf dieses Thema kommst. Also, man kann irgendein Thema anschneiden, das so weit weg ist von Sexualität wie nur irgendetwas. Du wirst es schaffen, die Brücke in kürzester Zeit zu schlagen, einfach nur, weil dein Hirn sich nicht auf irgendwas anderes konzentrieren kann und das jetzt dahin will. Das ist hier die klassische Nummer, auch wieder Homer Simpson. Wie gesagt, ich bin Simpsons geschädigt, aber für die Oldschool-Leute, die diese Folge noch kennen, die war aus den 90ern, glaube ich. Homer ist von Marge rausgeschmissen worden, weil er Scheiße gebaut und wohnt in Barts Baumhaus
Und Lisa macht ihm einen Pudding, bringt ihn ins Baumhaus und gibt ihm den Tipp, hey, du musst Mom nur wieder das geben, was nur du ihr geben kannst. Und musst halt rausfinden, was das ist. Der Grund, warum sie dich überhaupt mal geheiratet hat. Und dann geht sie und Homer sitzt so da und sagt sie, okay, Gehirn, jetzt sind wir gefragt. Wir müssen rausfinden, was nur wir Marge geben können und niemand anders. Und dann hörst du das Gehirn und das Gehirn ist den Pudding, 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 ist den Pudding. Und dann, okay, ich esse jetzt den Pudding, aber danach machen wir uns an die Arbeit. Und das ist reiner mit dem Thema Sex. Ne? Wenn das Gehirn also zumindest genug Gehirn für ein vegetatives Nervensystem muss ja da sein bei ihm. Und wenn das einmal irgendwie in die Richtung unterwegs ist, dann ist das Autobahn ohne Abfahrt. Geradeaus der eine Weg und anders geht es dann nicht mehr. Das muss dann thematisiert werden, komme was wolle. Jede Frau anbackert und am besten, oder am liebsten jede Frau vögeln würde, wenn sie nur die Beine bald macht. Doch, das bist du. Genau das bist du. Dir ist vollkommen wurscht. Nur dick darfst du nicht sein. Der Witz ist aber, dass die Frauen, die das behaupten, die Frauen sind, die die Beine breit machen. Und dann denke ich mir halt so, du hast es mir angeboten. Welche von denen hat hier für dich die Beine breit? Wer? Cola-Bärchen? Hat die für dich? Ich kenne Leute, die kennen. Ich kann da Kontakte herstellen, ha? Und laut Aussage von so Leuten wie dem Indigo-Bärchen und allen anderen Bärchen, die dir offensichtlich klar gemacht haben, sodass sie da kein Interesse dran haben. Ich bin darauf eingegangen. Ja, Ja. warum soll ich nicht darauf eingehen? Ja, aber der Witz ist, dass ich immer der bin, der. Also pass auf, das Problem ist, warum das so gut funktioniert. Es gibt viele Typen, die ungefragt vor allem Frauen im Internet Nacktbilder zuschicken. Ja. Dich zum Beispiel. Dich gibt es, der das tut. Und es gibt Beweise dafür. Es gibt Beweise dafür, dass du das getan hast. Ungefragt Frauen Nacktbilder zu schicken. Und zwar nicht zu knapp und in vielen Fällen ganz viele Frauen. Tanzbilder und so weiter und so fort. Das gibt stimmt. extrem viele. Ich mache das nur, wenn ich mit einer Frau schreibe und rede und die Frau auch von mir, oder ich mit der Frau halt auch so kommuniziere, dass wir auch auf sexueller Ebene miteinander kommunizieren. Und Ich lasse ihn nur kurz ausreden. Mir platzt gerade schon wieder irgend so eine Ader an der Stirn. sie das halt dann auch möchte. Ich Ja. biete es, manchmal biete ich es an, das spreche ich jetzt von mir aus an, aber ich mache das nicht einfach, ohne dass sie ja sagt, wenn sie sagt. Das ist gelogen, Rainer. Das ist geradeaus gelogen. Rainer, du hast Benetik ein Video geschickt, wo du dir den Lurch wirkst, aus Rache, weil sie lieber mit einem anderen zusammengekommen ist als mit dir. Wo hat sie dann gesagt, ja nee, Rainer, kein Problem, du, ich will zwar von dir überhaupt nichts und ich habe jemanden kennengelernt, mit dem ich eine Beziehung haben will und hier Friendzone etc. mit dir, aber nee, keinerlei sexuelles Interesse. Und wo an dem Satz hast du verstanden, ach so, die will ein Video von mir haben, wie ich den Shrimp aus dem Schwabbelberg grabe und melke? Wo ist das da kommuniziert worden? Nein, sie möchte das nicht, dann lasse ich es. Wenn sie sagt, ja, klar, das ist mir egal, dann mache ich das. Aber ich bin noch nie in der Situation gewesen, und das werde ich hoffentlich auch nie sein, ich bin noch nie in der Situation gewesen, dass ich einer Frau Nacktbilder schicke von meinem Dödel, wenn die Frau das nicht wollte. Das ist immer nur passiert, wenn die Frau und ich entsprechend kommuniziert haben. Das ist so eine unfassbar dreiste Lüge, das ist, ganz ehrlich, er macht mich sprachlos. Wie gesagt, die Benetik-Nummer ist der beste Beweis dafür gewesen und es dauert nicht lang zu recherchieren, um noch mehrere Fälle ans Tageslicht zu bringen, wo genau das gleiche passiert ist.
Weil das ist einfach so dreist gelogen. Ja, Ja. ja, das ist ja auch richtig so. Ich glaube, anders wäre es auch nicht legal oder so, habe ich mal gehört zumindest. Also ich habe bisher noch nichts angezeigt in der Richtung oder so. Also nicht, Es geht, doch, das würde schon das gilt als sexuelle Belästigung, also das ist schon strafbar. Ja, deswegen meine ich ja, also ich glaube nicht, dass es legal ist. Das meinte ich damit. Ja. War ich das schon verwirrt? Nee, also legal ist es definitiv nicht, nein. Und gerade auf einer solchen sexuellen Basis ist es halt auch schwierig, gerade heutzutage. Aber ich lebe sowieso in einer etwas anderen Blase, sage ich jetzt mal. Rainer, du lebst in einer vollkommen anderen Realität. Rainer, dein Kopf, ich weiß nicht, ob das ein Coping-Mechanismus ist. Wie gesagt, ich habe keine Psychologie oder dergleichen studiert. Aber ich glaube, dein Kopf baut sich wirklich verdrängungsmäßig einfach eine eigene Realität, weil die richtige, echte Realität so schmerzhaft für dich ist, dass du es nicht aushalten kannst. Weil ich ja, wie gesagt, ne, ich habe ein bisschen andere Wertvorstellungen als viele. So, aber deswegen weiß ich trotzdem, was ich gehört habe. Also diese anderen Wertvorstellungen, die haben meistens in diesem Bereich hier, worum es hier gerade geht, entweder mit Leuten zu tun, die noch nicht ein gewisses Alter erreicht haben, oder mit Freiwilligkeit. Ne? Das ganz leicht andere Wertvorstellungen wie der Rest von uns. Deswegen weiß ich trotzdem, was man macht und was man nicht macht. Und weiß auch, welche Arten von Kommunikation, sage ich jetzt mal, ganz bescheuert ausgedrückt, welche Arten von Kommunikation sich gehören und welche nicht so. Und ich würde doch nicht hergehen und einer Frau Nacktbilder von mir schicken, wenn dann nie eine Art von Kommunikation gestattet ist. Im Übrigen auch da hört sich die ganzen... Er weiß, welche Kommunikation angebracht ist, hat er gerade gesagt. Gebt euch einfach die ganzen Leaks nochmal. Cola-Bärchen ist das allerbeste Beispiel. Da kommen dann wieder aus dem absoluten Nichts irgendwelche Sachen von wegen, ich würde dir jetzt gern hier und da hin. Ne? Und ohne dass vorher irgendjemand gefragt hat. Zumal es gibt ja Männer, die holen sich da immer auch noch auf Bilder einen runter. Ja. Ich glaube, ich habe mir nicht mehr auf Bilder einen runtergeholt, seit ich 14 war. Das ist gelogen, Rainer. Achso, vielleicht hat er sich seitdem nur noch auf Videos. Das kann sein. Okay. Ja, ist so. Also damals habe ich das auch nur deswegen gemacht, weil ich damals keine Videos hatte. Ja. Da war auch. Oder, Tada! oder halt nur schwierig. Ja, als Jugendlicher, als Kind ist es halt ein bisschen was anderes, weil das Problem ist jetzt echt die Fee weggeflogen wegen dem Scheißvogel. Ja, aber Pubertät ist was anderes. Da ist sowieso das Sexuelle ganz weit oben und da holt man sich sowieso auf alles Gefühl dahin runter. Reicht schon ein BH-Katalog, also. Ja, nur Rainer ist halt aus dem Status nie rausgekommen. Damit Du ist weißt ja alles als Frau ja gut Bescheid, wie sich ein Mann einen runterholt. Ja klar, ich hatte ja schon ein paar Beziehungen und man hat sich auch mal über sowas unterhalten und so. Also, ist ja nichts Auf jeden Schlimmes. Fall, alles gut. Auf jeden Fall ist es halt schon so, dass da halt einfach grundsätzlich von denen, und das Geile ist ja, dass auch viele das einfach immer glauben, so, die sagen ja alle so, ja, das ist voll der kranke Bastard, so. Dann denke ich mir so, ey, hinterfragt es doch mal. Woher wissen Keiner. die, dass ich dir da Nacktbilder geschickt habe? Und wenn ich das gemacht habe, vor allem, weil viele von denen dann auch noch hergehen und sexuelle Gespräche veröffentlichen. Warum hat die Frau das überhaupt aufgenommen? Die hätte doch jederzeit aus dem Raum rausgehen können. Es ist ja nicht so, dass ich mit ihr im Real getalkt habe. Das kann doch. Ja, jetzt ist wieder das alles im Internet passiert, so gar nicht im echten Leben. Rainer, du kannst halt auch im Internet sexuelle Belästigung begehen. Das ist ich weiß nicht, ob ich jetzt auf offener Straße hingehe und unangebrachte, sagen wir mal, Anspielungen droppe, so wie du, oder wildfremde Frauen nach ihren Vorlieben frage oder wann sie das letzte Mal dann, oder ob ich das im Internet mache, das ändert am Sachverhalt nichts. Ja? Jeder ein- und ausschalten und rein und raus machen, wie er will.
Nein, Ja, wir haben das ja sie haben das ja von X-Button, ne? vornherein provoziert und wollten das ja. Wenn sie es nicht gewollt hätten, hätten sie ja rausgehen können. Aber bei Rainer ist der XXX-Button, ne? Und es ist ja nicht so, dass ich im realen Leben neben ihnen stehe. okay, aber waren das dann Leute, die das so quasi absichtlich provoziert haben, um das hinterher zu veröffentlichen? Oder waren da auch Leute dabei, die einfach dann irgendwann festgestellt haben, okay, das lohnt sich so ein bisschen, wenn man das veröffentlicht, weil der ist ja sowieso bekannt oder sowas? Das kann ich dir natürlich letzten Endes nicht wirklich beantworten, ne? Letzten Endes! Weil ob das so war oder nicht, das kann ich ja nicht wissen. So, Mhm. ne? Es ist ja nichts, was die mir erzählen. So. Ja, verstehe. Und die werden das natürlich auch im Internet nicht so breit reden, weil die ja möchten, dass ich als der Böse dastehe. So. Ja, das ist alles eine Intrige gegen Rainer. Die ganzen Sachen, man hat ihn praktisch gezwungen, diese Sachen zu sagen. Man hat ihn auch gezwungen, irgendwie sexuelle Anspielungen Minderjährigen gegenüber in seinem YouNow-Stream damals zu machen. Mit vorgehaltener Waffe haben wir ihn dazu gezwungen. Alle Hater. So ein massiver Bullshit. Und Rainer, wenn dir das bewusst ist, weißt du, vorher gesagt hast, ja, du merkst es dann schon, wenn die dann kommen und gewisse Sachen sagen, um dich dazu zu bringen, wieder irgendwas Kompromittierendes über dich selber vom Stapel zu lassen. Wenn dir das so bewusst ist, ja, warum machst du es dann immer und immer und immer wieder? Ich Ja. gebe zu, und das habe ich immer getan, ich gebe zu, dass ich eine sehr starke sexuelle Ausprägung habe. Was ist denn jetzt eine sehr starke sexuelle Ausprägung wieder? Ja, das ist ja nichts Schlimmes, also. Ich finde nicht, dass es was Schlimmes ist, aber es gibt genug Leute, die das schlimm finden. Warte mal, bin ich gerade zu hoch? Das ist weiter unter mir, ne? Bin verwirrt. Ach, da ist das. Ja, da hätte ich die Energie gar nicht gebraucht. Warte mal, wo muss ich da hin? Da ist der Stein. Ah, ich muss das wieder schieben und drehen und. Ach, okay, geh mal. Ja, wieder diese Gaming-Plapperei dazwischen. Das war daher. Okay, ja, also wie gesagt, für mich ist es. Wie gesagt, aber klar, das gehört ein bisschen dazu, um das Gesamtbild zu erzeugen, dass er auch in diesem Gespräch mit den Leuten nicht der Meinung ist, dass die seine komplette Aufmerksamkeit verdient hätten, sondern nebenher noch daddeln muss und dann diese Alibi-Sachen, oh, mein Kopf konzentriert sich jetzt gerade aufs Ding, deswegen, die sagt er natürlich auch, um sich eine passende Antwort jetzt im Kopf währenddessen noch zusammenzurennen, um sich ein paar Sekunden mehr Zeit zu geben, weil er halt bloß wieder auf 2 Pötten läuft, das Ogerstübchen, ne? Aber man hätte, glaube ich, einen guten Teil davon hätte man auch einfach rausschneiden können. Und dann wäre das Ding wahrscheinlich eine Stunde kürzer geworden. Also, ich habe halt das grundsätzlich, ich habe mich noch nie jemandem aufgedrängt, weder Männlein noch Weiblein. Das ist gelogen, Rainer. Das ist gelogen. Wir haben die Tonaufnahmen da von WhatsApp-Verläufen, von Indigo-Bärchen und dergleichen. Und wir haben auch Beweise bezüglich Benetic und allen möglichen anderen in der Richtung. Du hast oft versucht, dich irgendwelchen Leuten aufzudrängen. Ich finde auch die Aussage vom Indigo-Bärchen, der hat mich in eine Ecke gedrängt im Badezimmer, finde ich auch glaubwürdig. Und auch nicht Transgender-Personen, also diversen Personen. Ja. Weil ich darin erstens mal, geht mir darauf keiner ab. Das ist schon das Erste. Ja. Und zweitens sehe ich darin auch gar keinen Sinn. Rainer, doch, da geht dir einer drauf ab. Und weißt du, ey, das weiß? Weil jemand, dem darauf sich irgendwelchen Leuten aufzudrängen, keiner abgeht. Der schreibt nicht so eine Prima Noctis-Geschichte wie du. Punkt. Ich meine, was habe ich davon? Weißt du? Was habe ich davon, was habe ich davon, wenn ich Wenn, muss das so machen, oder? Dann muss ich das darüber. Ja, jetzt musst du darüber und Das dann. muss darüber, dann gehe ich da hoch. Da Ja, sie müssen nur den Nippel durch die Lasche ziehen. Wir haben es verstanden. Ja. drüber, runter. Alter, diese verwirrenden Geschichten. Ey, cool, das ist ja hier gelandet. Nice, kann ich hier gleich wieder starten. Dann tue ich mich sogar deutlich Boah, leichter. jetzt halt dein dummes Maul mit der scheiß Daddlerei. Ja. Komisches Video. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das habe ich gekonnt.
Wie gesagt, es gibt ja Menschen, denen geht einer darauf ab, wenn sie andere Leute belästigen und so, ne? Wobei ich jetzt lustigerweise an den alten Wanderer denken muss. Aber es ist letzten Endes halt so, dass es bei mir nicht der Fall ist. Ich habe da kein Interesse daran, andere Leute zu belästigen, in welcher Form auch immer. Und es wird für mich sich auch nie geben, dass das so ist, weil, ich halt, es ist halt für mich nicht nachvollziehbar, dass manche Menschen so denken. Ja, es ist wieder Schutzbehauptung. Das ist genauso. Das ist, hier kann in dieselbe Schublade wie ich stehe auf ältere Frauen oder ich bin bisexuell. Hier, kannst du hier ich möchte mich niemandem aufdrängen, kannst gleich mit in dieselbe Schublade schmeißen, Rainer. Das kommt, wenn du es jetzt noch häufiger, äußerst, kommt es aufs nächste Best-of-Album. Ja, auf jeden Fall. Also natürlich sind wir auf eine gewisse Art und Weise von der Natur so programmiert, dass wir da schon Bock drauf haben, miteinander zu schlafen und sowas. Aber auf der anderen Seite, wir müssen uns auch nicht die ganze Zeit einfach komplett von unseren Trieben steuern lassen. Dafür sind wir ja Menschen, oder? Ja, ja, richtig. Und das ist halt auch genau der Punkt, den halt viele auch einfach nicht verstehen. Weil viele halt einfach denken so, ja, ne. Ich möchte nochmal Rainer zitieren aus einem Discord-Leak von vor ein paar Jahren. Da ging es irgendwie um irgendwelche Wale oder dergleichen, oder Delfine, ich weiß, irgendwelche Meerestiere, die praktisch so in der Gruppe so ein Weibchen, ne? Gang erworten. Und wo Rainer gesagt hat, ja, hier ist ein Beispiel dafür, da macht es die Natur viel besser. Bei Menschen sollte das auch so sein. Ne? Weil in der Natur fragt das Weibchen ja keiner, ob es will. Und das soll der Mensch auch so. Der Mensch ist dumm, hat er gesagt, weil wir das nicht so machen. Ja, bin halt wie ich bin, also muss ich jetzt so sein. Und bitte fall nicht runter. Ne, Rainer, also es gibt Grenzen, wo du sagst, ja, also es gibt einfach bestimmte Wesenszüge oder so, da kann man nicht aus seiner Haut, sagt man ja oft. Aber ich bin halt wie ich bin und da muss ich halt so sein, ist halt einfach eine faule Ausrede von irgendjemandem, der einfach zu stinkert ist, an sich selbst zu arbeiten. Ne? Ich bin halt wie ich bin. Kann ich nichts für. Ne? Das ist das Bullshit, Rainer. Wir sind Wesen mit einem Bewusstsein. Und wir können uns dessen bewusst werden, dass wir gewisse Verhaltenswesen haben, die asozial sind. Und wir können dann feststellen, dass wir es selber scheiße finden und bewusst etwas daran ändern. Das geht. Ja, wir sind nicht rein instinktgesteuert. Wir können uns da bewusst dagegen entscheiden. Das ist halt Arbeit, weil da muss man wirklich an sich selbst arbeiten. Aber man kann auch einfach sagen, ja, ich bin halt wie ich bin, lasst mir halt in Ruhe. Ne? Und das als Ausrede für alles nehmen. Ne? Da sind sie betrunken Auto gefahren, ich bin halt wie ich bin. Aber das ist auch dieses Diskriminierungsgebrülle immer. Wenn man sich wie das hinterletzte Arschloch verhält und dann wird das kritisiert und dann kommt, ja, ich bin halt wie ich bin. Diskriminierung. Der Rainer ist halt einfach fett. Der ist einfach 230 Kilo bis 250 Kilo schwer. Kann man nichts machen. Ist halt wie er ist. Und grundsätzlich ist es so, dass ich immer schon der Meinung war, dass jeder sowieso seinen eigenen Weg gehen muss. Und es ohne jemand anderen seinen Willen aufzuzwängen oder zu drängen. Ich habe da auch gar keinen Spaß dran. Also, ich meine, ich habe in meinem Buch Garten Eden habe ich so ein bisschen geschrieben, das ist halt ein bisschen so Fantasy, das hat ja nichts mit der Realität zu tun. So, und das hat auch so ein bisschen halt den Punkt der Dominanz und alles. Aber das hat halt letzten Endes, wie gesagt, nichts mit dem realen Zusammenhang zu tun und wird es auch nie. Wenn es diesen Punkt im realen Leben halt gibt, dann ist aber auch irgendwas meiner Meinung nach mit der Welt falsch. Hörte ihn den Lüli-Train nach Bullshit Town. Ganz ehrlich, die meisten von seinen komischen Fantasien, die er jemals niedergeschrieben hat, hat da ist irgendeine Form von sich aufdrängen dabei. Und es ist immer und ich mag den Satz normal überhaupt nicht, weil viele Leute das benutzen, ohne dass es passt, aber es ist immer irgendein Ausnutzen als Machtverhältnis. Ja, die Haushälterin, Babysitterin oder sowas, ne, die dann den kleinen Rainer oder Prima Noctis oder hast du nicht gesehen.
Da ist immer so eine, ja, es ist immer so ein Missbrauchsthema. Und das ist halt schwierig, Rainer. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, es gibt ja, wie gesagt, wie du auch gesagt hast, Leute, die stehen da drauf. Man kann das ja so auch so ein bisschen wie in der Beziehung absprechen, so nach dem Motto zum Beispiel, ich kenne da Leute, die haben das abgesprochen, dass der Partner zum Beispiel seine Partnerin einfach wecken kann, indem er schon so fast drin ist quasi. Aber da muss halt auch vorher schon der Consent herrschen dafür und vorher schon abgesprochen sein, dass das halt eine Sache ist. Gerade zum Beispiel Morgensex oder solche Sachen. Sowas sollte immer vorab abgesprochen werden. Ich habe das auch schon gemacht. Genau, das immer. Morgensex sollte abgesprochen werden. Da merkt man wieder, dass Rainer noch nie eine Beziehung hatte. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber normalerweise ist das so, man wacht halt so auf und kuschelt sich aneinander ran und dann ergibt sich das. Aber das dauert ja auch normaler Zeit. Es ist nicht normal. Es ist nicht normal, den Partner praktisch seinen Intimbereich schon entweder irgendwo rein zu halten oder es schon ins Gesicht zu halten, um die Person aufzuwecken. Wir befinden uns nicht in einem Jackass-Video. Das ist das richtige Leben. Dass ich meine Partnerin damit geweckt habe, dass ich sie gefingert und geknutscht habe. Aber die wusste halt auch im Vorfeld schon Bescheid darüber, dass ich da Interesse an sowas habe und dass mir sowas gefällt. Das ist ja wiederum nichts, wo ich jemanden zu irgendwas. Ja, und das ist halt auch wieder, weil er seine kompletten Vorstellungen alles nur aus PH-Videos hat. Keiner glaubt, so wie das in diesen Videos ist, so ist das richtige Leben. Was zwingen so. Und ich kenne auch Partner, also ich kenne auch Leute, die halt gerade in diesen dominanten SM-Spielchen eben fantasietechnisch auch diese Vergewaltigungsszenen durchspielen. Ja. Black Rose zum Beispiel. Aber für die ist es halt nicht wirklich, was wirklich Vergewaltigung ist, sondern die brechen sich im Vorfeld ab. Manche holen sich sogar manchmal noch einen dritten Partner dazu, der vielleicht Bock auf solche Spielchen hat. Ich bin auch schon mal bei so einem Pärchen gewesen. Gut, dass Rainer sich nicht von so Anspielungen triggern lässt, in irgendeinen komischen Rant zu verfallen, wo er sich bei dem Thema Sexualität um Kopf und Kragen redet. Wie er es uns gerade vor 10 Minuten verzapft hat. Nee. Da ist er nicht so dumm. Die Hater versuchen ihn immer, die versuchen ihn immer dazu zu bringen, dann irgendwelche kompromittierenden Dinge zu sagen. Aber da ist er schlau. Da ist er richtiger Fuchs, der Rainer. Das würde ihm niemals nicht mehr passieren, ha? Da hat er gelernt draus. 5 Minuten später, da sind wir wieder. Ja, die haben dann so Fantasien. Manchmal kommt noch ein dritter mit dazu, oder? 4. oder 5. Und jetzt geht los. Die Eskalationsspirale geht steil nach oben, Rainer. Und die haben sich dann halt abgesprochen im Vorfeld. Die wussten Bescheid. Das wusste ich auch, dass beide Partner Bescheid wussten. Hast du halt so ein bisschen den Bösen gespielt. Oder halt ich in meinem Fall, ich bin nicht so der Typ, der den Böse spielt. Ich war dann halt so, dass ich halt bei ihr zu Besuch war, so als Freund und so, ne? Und dann kam halt er. Vor allem das witzig ist, wenn das tatsächlich mal passieren würde. Machen wir mal wirklich. Macht's kurz Pause, geht's in die Küche, holt euch ein bisschen Alufolie, baut sich einen lustigen Hut und dann gehen wir mal nach Lummerland, irgendwo in irgendeine Fantasiewelt, in sein Universum. So. Wenn das tatsächlich passieren würde, ich weiß nicht, irgendein Pärchen mit irgendeinem absolut kranken Fetisch kommt tatsächlich unironisch auf Reini zu und sagt, wir haben da so eine Fantasie und wir haben gehört, du bist da offen und bist relativ locker und so und wir hätten gern, dass wir so Rollenspiele machen und du da irgendwie als dritte Partei mit reinkommst etc. Der würde da reinkommen, der wird dastehen, der würde dastehen in der Ecke und rot anlaufen. Wenn er tatsächlich wirklich einmal in so eine Situation kommen würde. Der wüsste ja nicht einmal, was er machen soll. Wie ein kleiner Bude von Wildfremden irgendwie voll
vollkommen utopisch, dass er dann, aber er stellt sich das gern vor, ne? Er ist dann der große Rittmeister, der dann mit dazukommt und dann für den Typen noch die alle versaut fürs Leben, weil die dann nur noch an Rainer denken kann. Der Mann wäre so aufgeschmissen in so einer Situation. Sogar wenn es nicht in seiner komischen Psycho-Fetischwelt passieren würde, sondern wenn einfach nur eine Frau auf ihn zukommen würde und sagen, hey du, Rainer, du, ne? Und ein bisschen offensiver wäre. Herzinfarkt nach 3 Minuten. Weil er mit der Situation nicht klarkommen würde. Ne, weil im Internet posaunen, dass man da allergrößte und das höchste Wesen, ne? und der übelste Rittmeister ist, das ist die eine Sache. Mal dann wirklich in die Situation zu kommen, ist eine ganz andere Nummer, Rainer. Rein so und hat so halt ein bisschen den bösen Einbrecher gespielt, hat uns beide gefesselt, so ein bisschen in die Richtung und hat halt so ein bisschen den langen Lulatsch raushängen lassen, während er das die ganze Zeit gemacht hat, so. Wenn du verstehst, was ich meine. Das Spiel an sich war echt super und lustig und hat echt Spaß gemacht, so. Das sind aber halt für mich auch einfach Rollenspiele, so, und damit Ja. konnte ich halt auch ohne Probleme klar und kann damit umgehen. Und schon wieder. Ja, Rainer ist ja niemand so, der auf solche Sachen steht. Und komischerweise hat er jetzt angeblich genau bei so einer Sache mitgemacht, ne, wo es auf sich andere Leuten aufdringen ging. Fand er eine gute Idee, hat er mitgemacht. Erst war er noch selber der Antagonist, dann ist ihm eingefallen, also das hört sich jetzt vielleicht nicht so gut an, dann war er doch irgendwie, dann war der andere Typ der Böse und aber es ist komischerweise natürlich auch wieder erfunden. Das ist das, was ihm als erstes in den Kopf schießt, dass er so eine Story wieder erzählen muss. Komisch, wenn ihm das so fern liegt, wie er ja vorher gesagt hat. Kann er gar nicht verstehen, dass es sowas in der Welt gibt. Ja, auf jeden Fall. Man kann ja, wie gesagt, auch ein Safe Word ausmachen, so. Das ist ja wichtig, ne? Also, wenn es einem das Spiel wird. Ist in so einem Punkt tatsächlich essentiell wichtig, Ja. weil gerade die Pärchen, die auch solche Spielchen gerne umsetzen, es gibt halt auch manchmal Spiele, wo es halt auch einfach zu weit geht. Ne? Safe Word ist Ogre. Ich habe zum Beispiel mal bei einer Frau oder mit einer Frau mal sowas gemacht, die ist sehr erfahren. Mein Maul, was will er mir denn jetzt schon wieder verzapfen? Und jetzt fällt ihm wieder alle 2 Sekunden eine neue Story ein, wo er der große Hengst war. Dabei war. Okay. Und ich weiß gar nicht, ob ich das so detailliert erzählen soll. Lass es bleiben, Rainer. Sie stand halt drauf, mich zu reiten und mich halt geil zu machen und scharf zu machen, aber halt dafür zu sorgen, dass ich halt nicht komme. Also sie hat halt immer. Ja, das stelle ich mir relativ schwierig vor, weil so wie ich dich einschätze, bist du eher so Schnellschießer. Kurz vorher aufgehört und das hat sie halt ein paar Mal gemacht und halt immer wieder und wieder und hat halt richtig darauf bestanden, halt richtig zu dominieren, wann ich kommen darf und so weiter, weil ihr das halt wichtig war. So ein richtig, war ein richtig heftiges Spiel auch. Und das ging auch fast eine ganze Stunde so. Also das ganze Spiel an sich ging länger. Ja, also das ist auch wieder so eine Sache. Rainer, von dem wir wissen, Videos, die von ihm gemacht wurden, dass er gerade damals, wo er irgendwie an dem Bahnhof, an jedem allen möglichen Bahnhöfen irgendwie gefilmt wurde, von dem wir wissen, dass er schon lange nicht mehr in der körperlichen Verfassung ist, auch nur 2 Minuten zu stehen. Der Mann kann nicht mehr 2 Minuten irgendwo stehen. Aber der kriegt's hin, von der körperlichen Verfassung eine ganze Stunde lang zu bimsen. Alles klar. Alle. Im Allgemeinen, aber so halt, dass ich immer wieder und wieder und wieder kurz davor stand. Das ging halt etwa eine ganze Stunde und das war halt schon heftig. Ja. Weil wenn du immer kurz davor stehst und dann wird aufgehört und Weißt du, ich glaube, Rainer würde echt gut zu Carola von Armes Deutschland passen. Ja. die hat mich halt teilweise auch gefesselt und so weiter. Dann irgendwann habe ich halt auch nicht mehr gekonnt und habe gesagt, bitte, ne, mach. Ja. Und teilweise flehst du bei solchen Sachen halt sowieso Ja. irgendwann. Und ich habe dann halt einfach zu ihr gesagt, und dann habe ich halt irgendwann, habe ich dann halt das Safe Word gesagt, weil dieses Bitteln und Betteln und so weiter gehört dazu. Ja. Das gehört auch ein bisschen spieltechnisch dazu. Aber wenn du dann auch noch in die Situation kommst, dass du
dass die Partnerin das ja möchte, dann musst du einfach ein bestimmtes Wort haben und irgendwann hältst du das auch einfach nicht mehr aus. Ja. Und bei mir war das dann so heftig, dass ich da auch dann, als ich dann gekommen bin, das war echt übel. Aber sie wollte dann, Richtig, richtig krass. Einfach. Wenn er jetzt noch irgendwas von blaue Eier erzählt, so, dann hast du mich hier liegen. dass ich das auch mit ihr mache, weil sie stand da auch drauf, also Ja. auch auf den anderen Part. Und sie hat gemeint, jetzt belohne ich dich, jetzt darfst du das mit mir machen. So. Und ja, das ist ein sehr interessantes Gefühl. Es ist ganz, 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 ganz schwierig, das zu erklären. Aber gerade diese Dominanz Ja, vor allem für jemanden, der das noch nie erlebt hat. Ja? Das ist richtig, richtig schwierig, das zu erklären. und gerade dieses ganze BDSM und so, das muss man halt wirklich mögen. So, damit muss man wirklich umgehen können, weil Ja. da gibt es teilweise wirklich, wirklich heftige Spiele. Aber wie ist das bei dir dann so? Bist du eher der Dominante oder? Rainer ist dumm. Das wissen wir seit den Cola-Bärchen-Leaks. Rainer ist dumm. Der braucht eine Sub. Also eigentlich bezeichne ich mich immer als Switch, also als Dominant. Achso, stimmt, der ist Switcher. Entschuldigung. Ja, ich vergaß. Rainer ist Switcher. Und passiv, also als aktiv und passiv. Okay. Und auch als Rainer ist aktiv-passiv. Das ist sowas wie passiv-aggressiv. Rainer ist aktiv-aggressiv, aber er ist aktiv-passiv. Das ist. Oh, ich muss mir das aufschreiben. Rainer ist aktiv-passiv im Bett. Das wird der Titel. generell, Ja, machen wir kurz Pause. Ja, ihr habt es gerade geschaut. Jetzt geht im nächsten Video geht's praktisch nahtlos weiter. Also man hat hier praktisch über den Cut praktisch das Thema weitergezogen oder zumindest. Ja, genau. Das Thema geht hier nahtlos weiter ins nächste Video. Dann schauen wir mal, wie weit wir noch machen heute. Aber ich muss das kurz aufschreiben. Rainer ist aktiv-passiv im Bett. Spinnt der Beppi. Ja, weiter geht's. dass beides irgendwie seinen Reiz hat. So. Ja, verstehe. Im Allgemeinen finde ich immer, kommt es auch stark auf die Partner an. Also ich hatte mal eine Partnerin, No shit. Ob du jetzt solche Spielchen irgendwie im Bett abziehen kannst oder nicht, kommt halt schon ein bisschen auf den Partner an, oder? Ist es das, wo wir über Freiwilligkeit geredet haben, Rainer, vorhin? Ha? Ist es das? die war extrem dominant, also wirklich, wirklich extrem. Ja. Und das ging so weit, dass die innerhalb der Partnerschaft, wenn ich ihr ungefragt einfach nur die Hand auf die Schulter gelegt habe, nicht einmal sexuellen Hintergrund, einfach nur die Hand auf die Schulter, hat die mir einfach eine Ohrfeige gegeben. Oh, okay. Keine Ahnung, da kann ich mir schon vorstellen, dass so ein kleines Fünkchen Wahrheit drin ist. Also in diesem riesen Lügenfeuerwerk, das jetzt da gerade abfackelt, wo jetzt Gasfeuerzeug dran hängt, da ist vielleicht so ein kleiner Funke Wahrheit dort. Weil wir alle wissen, dass Mona damals ihn natürlich wegen die Barne ausgenutzt hat und um Reichweiten zu farmen. Aber sich natürlich, also nicht mal die wollte sich von dem anfassen lassen. Oder irgendwie in der Öffentlichkeit den Eindruck erwecken, die wären zusammen. Oder sie würde sich privat von ihm anlangen lassen oder dergleichen. Weil ihr das dann doch zu peinlich war. Sie wollte die Barne und sie wollte die Reichweite, aber das nicht. Und ich glaube, da ist ein kleines Fünkchen Wahrheit dabei, weil der Rainer natürlich dann auch sich gedacht hat, ja, das ist ja meine Freundin, die wir ja anlangen dürfen. Wo ich was sagen will, also wenn es ums einfach nur den Arm rumlegen geht, sollte das eigentlich auch der Fall sein. Ne? Also wenn man mit einer Person zusammen ist, dass man dann mal spontan den Arm um die Person legt, das halte ich für normales Verhalten. Dafür jetzt eine kassieren, weiß ich nicht. Ne? Da hätte er vielleicht damals schon erahnen sollen, dass dies vielleicht nicht ganz ernst mit ihm meint, wenn sie ihm eine waffelt, bloß
Bloß weil er ihr den Arm um die Schulter gelegt hat. Und das war in den ersten Momenten nochmal ganz witzig, war irgendwann ein bisschen demütigend und irgendwann, nachdem ich ihr wiederholt gesagt habe, sie soll das bitte lassen oder das wird Folgen haben, weil ich damit nicht umgehen kann, weil mir das auf Dauer dann doch zu blöd wurde, Ja. weil die mir mal einmal in einer Situation 5-mal in Folge eine gewischt hat, Oh, okay. aus Gründen, die offensichtlich nur Da habe ich wieder da sind wir wieder bei den Simpsons, ja, auch alte Folgen, wo Lisa das Experiment hattest, mein Bruder dümmer als ein Hamster und dann so ein Törtchen unter Strom setzt und er einfach immer wieder hinlangt. Out. Und einfach keine Ahnung. Wenn du die Frau einmal angelangt hast und die hatte dafür eine gewischt, weiß ich nicht, ob nochmal versuchen. Also schlauer Ansatz ist so. Will man dann halt so mein Teil denken, oder? Also, es kann sein, dass da irgendwie eine missverständliche Kommunikation geherrscht hat, wo du geglaubt hast, das ist deine Freundin und sie aber eine andere Ansicht hatte und du hast den Arm um sie gelegt und sie hat da sofort, sie hat da sofort eine neigwämst und dass du dann gedacht hast, oh, vielleicht bin er falsch gelegen. Vielleicht bin ich gar nicht mit der Frau zusammen. Also offensichtlich will sie mir nicht anlangen. Also oder will sie nicht, dass ich sie anlange. Ja, ne? Nee, Rainer probiert's nur 5-mal. Auf Nummer sicher gehen. Vielleicht war es ja bloß ein Zufall. Vielleicht wollte er mir wegen irgendwas anderes eine reinhauen. Ne? Das ist natürlich bei Rainers Charakter gar nicht so weit hergeholt, was ich denke, ich habe jetzt allein heute schon so viele widerliche Aktionen gebracht. Vielleicht war es einfach eine verzögerte Reaktion. Ne? Sie hat sich gedacht, keine Ahnung, oder vielleicht war es wegen irgendwas, wofür sie mir schon mal eine gegeben hat und sich jetzt nochmal dran erinnert hat und gedacht hat, eigentlich hat er noch eine dafür verdient. Möglich, vielleicht liegt es ja gar nicht am Arm. Aber wenn du beim zweiten Mal dann den Arm um sie legen, nochmal eine gekesselt kriegst, spätestens dann würde ich mir denken, vielleicht will die Frau gar nichts von mir. Dann gehe halt. sie verstand. Ja. Habe ich dann irgendwann gesagt, entweder du lässt das jetzt oder wir werden da ernsthafte Folgen oder Konsequenzen daraus ziehen. Ja, auf jeden Fall. Nee, das wäre auch nichts für mich. Ich weiß nicht. Ja, und wie gesagt, Ja, schreibt mal kurz in die Kommentare, ob irgendjemand von euch schon mal in dieser Situation war. Also jetzt gerade die Männer, dass die Frau ihn permanent eine geschossen hat, wenn man sie berührt hat, aber sich trotzdem also trotzdem in der Beziehung mit einem sein wollte und dass ihr dann sagen musstet, so hör auf, mich zu verwämsen, ansonsten mache ich Schluss. Also das weiß ich nicht. Hä? zwischendurch ist es schon mal ganz witzig gewesen oder ganz interessant, aber halt Ja. auf Dauer ist es halt einfach nichts gewesen so. Ja. Zumal ich auch grundsätzlich ein sehr dominanter Mensch bin. Ja, vorhin warst du nur Switcher, Rainer. Jetzt bist grundsätzlich ein dominanter Mensch. Hast jetzt gerade deine Meinung geswitcht darüber, ob du Switcher oder dominant bist. Ne? Dann kann beides möglich sein. Er ist Switcher, aber es geht nicht darum, dass er zwischen dominant und was sagt man, submissive switcht, sondern er switcht darüber, was er grundlegend für Vorlieben hat, je nachdem, was gerade besser ins Narrativ passt. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, so irgendwie, nee, das funktioniert einfach nicht. Und dann hat sie das halt weitergemacht und hat mir noch eine gewischt, allein wegen meinen Widerworten, hat sie dann gesagt. Oh. Und dann habe ich bin dann Rainer, das hätte deine Mutter häufiger mit dir machen sollen. wortlos aufgestanden und habe gehen wollen, als sie sich mir in den Weg stellt und wollte wissen, was ich vorhabe. Ich habe gefälligst zu tun, was sie sagt. Habe ich gesagt, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du lässt mich jetzt gehen oder ich werde gehen. Ja. Und sie wollte mich nicht gehen lassen und ich habe dann halt gesagt, pass auf, ne, ich habe mich jetzt von dir wiederholt schlagen lassen, habe nichts gesagt, weil es zu unserem Spielchen gehörte, habe dich jetzt wiederholt gebeten, das bleiben zu lassen. Du lässt es aber nicht bleiben. Rainer hat statt das Safe-Wort gesagt. Ja? Das wird das Safe-Wort gewesen sein. Bei Mona. Ich. Meth. Und du weißt, ne, weil das wusste sie vorher, weil sie Weißt ne? ja, sie war, wie gesagt, sehr dominant, aber wenn sie mir das halt befohlen hat, dann durfte ich halt auch zupacken. Und das habe ich dann natürlich auch entsprechend genutzt. Okay. Ähm,
Also ich wusste also auch, dass ich meine, klar, ne, Männer ist ein dummes Vorurteil, dass Männer immer stärker sind als Frauen, aber ich bin halt nun mal sehr stark. Ja. Ja, Rainer hat die Stärke, die es braucht. Rainer, du bist ja fett, aber das heißt nicht, dass du stark bist. Und ja, der hat keine Chance, ne? Und dann habe ich jetzt gesagt, ja, ne, sie haben jetzt zwei Möglichkeiten, du lässt mich gehen oder du gehst. Und dann hat sie halt gesagt, ja, okay, gut, dann brauche ich aber nicht wiederkommen. Und ich dachte, ja, das habe ich auch ehrlich gesagt nicht vor. Ja, okay, verstehe ich auf jeden Fall. Ja, 2 Wochen später stand sie vor meiner Tür und hat mich gebeten, dass ich zurückkomme. Ja, genau. Jemand, der eine Beziehung mit Rainer beendet hat, ist dann auf einmal um die Ecke gekommen und wollte doch wieder zurück. Ne? Oh, sie hat ihn so vermisst. Oh, so vermisst seinen Geruch und sein dummes Gestammel, seine Lügengeschichten und seinen Mikropimmel. Und dann hat sich gedacht, oh, jetzt muss ich dann doch nochmal, wenn ich jetzt zu viel Zeit verstreichen lasse, dann ist vorbei. Ja, dann schnappt sich Quieser andere den Hauptgewinn. So ist es passiert. Oh Gott. Aber hast du nicht gemacht, oder? Nein, Ja, richtig nein. Obwohl sie tatsächlich bei mir im Flur nochmal durchgenommen hat. so. Oh, okay. Ja, ich habe mir, ich habe mir dann halt nochmal zu meinen Bedingungen genommen, was sie mir die ganze Zeit verweigert hatte. Die hat mich eine Woche lang hungern lassen. Also die hat mich wirklich eine Ja. Woche auf die lange Bank geschoben, immer wieder. Okay. Und Rainer, ich weiß, das hast du jetzt auf die sexuelle Schiene bezogen, mit der Woche lang Hunger lassen. Aber vielleicht wird es dir gar nicht einmal so schlecht tun, wenn es dann mal eine Woche lang fasten würdest, ne? als Mann, das ist eine Sache, die Frauen auch teilweise nicht nachvollziehen können, glaube ich. Für einen Mann kann das unter Umständen halt wirklich ernsthaft schmerzhaft sein. Und unangenehm. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, 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 nee. Oh, I'm blue, da ba di da ba da. Jetzt kommen die blauen Eier wieder. Oh, die bösen Kavaliersschmerzen, Rainer. Wenn es da nur eine Möglichkeit gäbe, da dagegen was zu tun. Wie zum Beispiel, ich weiß nicht, den Jürgen würgen. Aber ist natürlich auch blöd, wenn man sich so fett und impotent gefressen hat, dass man keine Latte mehr kriegt. Ne? Dann wird es am Jürgen würgen ein wenig schwierig. Okay. Ja. Gerade wenn du immer wieder erregt wirst und dann aber doch. Ich würde ja den Kasper schneuzen sagen, aber ne, das ist dann zu nah zu meinem alter Ego hier. Den möchte so nah nicht an sein Ding. Fallen gelassen wirst und nicht zum Stich kommst, Ja. musst du drücken, dann hast du halt oft das Problem. Ja. Verstehe ich. Aber Also ihr habt dieses Problem wirklich sehr, 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 sehr selten gehabt. Dass man irgendwie ewig rumbaut hat und dann aber gesagt hat, sind wir noch nicht so weit. Sehr selten. ist das bei dir so ein Ding? Also wenn du jetzt, angenommen, du hättest jetzt zum Beispiel eine Freundin oder so, wie oft würdest du dir vorstellen, so würdest du gern mit ihr schlafen? Ich werde jetzt mal kurz mein Spiel wechseln, weil ich werde jetzt mal. Weil er jetzt möchte er auf Cookie-Clicker wechseln. Weil das kann er mit einer Hand spielen, ha? Jetzt sind wir jetzt sind wir im Bereich der Konversation, die ich gern führen würde. Jetzt brauche ich Hand frei. Ich werde jetzt mal eben Pokémon zocken. Kann ich mich auch besser konzentrieren dann. Ja. I doubt it, Rainer. I doubt it. Ach, du warst gar nicht da. Ich habe mich gerade schon gewundert, warum du so ruhig bist die ganze Zeit. Ach so, kein Wunder. Ich habe mich schon gewundert. Ja, ich dachte schon, wir haben sie verstört oder so. Das dachte ich auch tatsächlich. Ja, das wäre nicht so weit hergeholt gewesen, ganz ehrlich, ja, bei dem Thema, das ihr gerade besprochen habt und bei den Aussagen, die er mal wieder getroffen hat. Obwohl, die hat ja diesen ganzen komischen Goblin Slayer Bullshit vorher auch schon angehört. Ich glaube, dann verstört die so schnell nichts mehr, wenn man da nicht gegangen ist. Hauptsächlich um Sex. Ach so. Um Sex, um Dominanz, um einige meiner alten Erlebnisse mit einer Ex-Partnerin.
Oh, Ex-Partnerin aus Denken. Ja? um deine Frage zu beantworten, ich habe da keine konkrete Vorstellung. Okay. Eine Sache muss ich noch anmerken, bevor ich dazu genaueres sage. Deine Frage klang jetzt, als hättest du ernsthaftes Interesse, da genauere Informationen über mich einzuholen. Hm. Leute. Also das ist jetzt entweder ist das eine plumpe Anmache oder es ist wieder das, oh, er vermutet dann doch nochmal, dass er Haterin ist. Eins zu beiden. In beiden Fällen erbärmlich, aber... Ist nur eine Anmerkung. Ja, aber stell dir vor, wenn dich jemand fragt, wie oft hättest du denn gerne Snooze nur am Tag? Und du kommst dann um die Ecke mit, boah, das hört sich fast so an, als würdest du gerne wissen, wie oft ich am Tag Snooze nur haben will. Ja, so hört sich das an, weil es es genau so gefragt hat, Rainer. Also, Ah ja. alles gut. Klang halt einfach so. Nee, also grundsätzlich habe ich, was das Thema angeht, keine genauen Vorstellungen. Ich habe mir da nie so wirklich einen Kopf oder Gedanken drüber gemacht. Ja, das ist auch gelogen. Auch da gibt's aus deinen eigenen Worten, die wir bei den Lustlaut-Folgen Geschichten drüber. Wie oft und hin und her, wo du erzählt hast. Ja? In die ganze Nacht. X-mal. Oh Mann. Bei mir ist es immer so gewesen, es kommt halt, wie es kommt. Ne? Also wenn ich, Nee, nicht es kommt, na, du kommst und zwar alleine. Und dann ist auch vollkommen wurscht, wie oft. wenn ich jetzt in einer Partnerschaft bin und also ich sage halt so mindestens 4 bis 6 Mal die Woche. So. Okay. Das ist für mich das absolute Minimum. So. Ähm, Natürlich haut es nicht immer hin. Manchmal hast du viel Stress, hast du viele Tage irgendwie, wo du was zu tun Ja. hast oder so. Manchmal klappt auch öfter. Ne? Also ich habe auch kein Problem damit, dass man 3, 4 Mal am Tag was macht. Das ist Ja. kein Ding. Damit komme ich auch gut klar. Ja, das bezweifle ich, Rainer. Ich glaube, dass du inzwischen vielleicht, keine Ahnung, als du gerade frisch in die Pubertät gekommen bist und keine Ahnung, noch auf dem Adipositas gerade von 2 warst, dann, dass da vielleicht auch dank der Jugend und der frisch erblühten Hormonproduktion häufiger der Selbstbefleckung gefrönt hast. Vielleicht. Ich glaube, du hast in den letzten 20 Jahren auf ein beängstigendes Niveau der körperlichen Behinderung gefressen und bezweifle, dass sogar mit medizinischen Hilfsmitteln die Möglichkeit zweifelsfrei gegeben wäre. Sagen wir es mal so. Also, dass es überhaupt einmal dazu kommt. Frag mich gerade, was das für Bilder sind hier. Habe ich die gemacht? Nee. Das ist von anderen. Rainer, wenn du sie gemacht hast, will ich sie nicht sehen. Ja, weil dann sind sie entweder fürchterlich schlechte Naturbilder, die du für große Kunst hältst, oder Bilder von deinem Pimmel, die du an irgendwelche anderen Leute geschickt hast. Ne? Von Spielern? Hm. Also wie gesagt, es kommt halt. Oh, danke. Oh, Gesundheit. Es kommt halt oft wirklich darauf an, wie halt auch die Partnerin drauf ist. Also wenn ich jetzt eine Partnerin habe, die sehr, ja, in Anbetracht der mangelnden Erklärung, die halt zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, sehr, jetzt habe ich den Begriff vergessen. Hier Ding Metal und so, das kann man alles mit einem Wort zusammenfassen. Ne? Ja, Rainer, es kommt natürlich in einer Partnerschaft, ne, kommt es drauf an, wie oft der andere will. Ne? Also wenn man jetzt sagt, hier, ihr hättet gern 5-mal am Tag und der Partner oder die Partnerin sagt, ich weiß nicht, einmal alle 2 Tage ist mein Maximum so, dann wird auf legalem Wege nicht mehr stattfinden, Rainer. Das ist uns allen bewusst, die wir tatsächlich echte Beziehungen geführt haben. Die sehr nymphoman unterwegs ist, dann habe ich auch kein Problem damit, wenn man öfter miteinander ins Bett geht. So. Ja.
Ich habe zum Beispiel auch kein Problem damit, wann und wo, ne? Also, Er nimmt, was er kriegen kann und wo und wie, Hauptsache snoosen. ich habe schon eine Partnerin gehabt, Das ist gelogen, Rainer. Du kannst jetzt schon aufhören. Der Satz ist jetzt schon gelogen. das war richtig geil. Da waren wir Zweimal gelogen. Okay, wir nehmen jetzt diese eine Aussage und zählen mit, wie oft gelogen wurde. Ich habe schon eine Partnerin gehabt. Erste Lüge. Es war richtig geil. Zweite Lüge. Schauen wir mal. einkaufen in Neustadt, sind auf dem Weg zu mir nach Hause gewesen. Ja, er war mit einer Frau auf dem Weg zu sich nach Hause. Dritte Lüge. Und wir haben uns halt kurzerhand einfach Und er war vorher in Neustadt. Vierte Lüge. aufs, also ich bin damals mit meinem Auto gefahren und haben aufs, also ich bin damals mit meinem Auto gefahren und haben Au, wenn man im Auto gefahren ist. Ja. uns einfach kurzerhand in einen Feldweg zurückgezogen. Das ist die fünfte Lüge. Und ich habe sie halt auf der Motorhaube gevögelt, neben Das ist die sechste Lüge. meiner Herde von Kühen. Also Das ist von die siebte Lüge. von Stieren. Das ist die achte Lüge. Ah, okay. Das ist Witzig, eine geile witzig. Location. Witzig an der Stelle war Witzig an der Stelle signalisiert, dass gleich die neunte Lüge kommt. übrigens, dass die, Yeah. witzig an der Stelle war übrigens, dass die dann dazugekommen sind. Und also da kamen die dann Stück für Stück zu uns her und haben uns zugeschaut. Während sie so auf der Motorhaube sitzt und stöhnt, während ich Ja, das sind Lüge 9 und 10. Also Lüge 9 ist, die Kühe sind so angetörnt gewesen von Rainers Tun, dass sie extra an den Zaun gekommen sind, um einen besseren Blick drauf zu haben. Lüge Nummer 10, sie stöhnt. sie mir vornehme. Und dann kamen immer mehr. Das war ein bisschen unheimlich auch. Und als wir dann fertig waren und ich rausgezogen habe und so und sie dann so sich wieder das Höschen angezogen hat, beziehungsweise, nee, den Slip haben wir ja da gelassen. Das ist die 11. Lüge. Interessant für den Bauern, der da vorbeigekommen ist, bestimmt. Ja, Ey, das ist halt wirklich. Rainer, wenn du den Weg, sie hat sich das Höschen hochgezogen, du hast das jetzt so detailreich beschrieben. Und wenn du da drüber stolperst, dann musst du weiter in die Richtung gehen. Egal, ob dir gerade nochmal durchs Ogerstübchen schießt, dass es ja noch viel besser gewesen wäre, das Höschen für den Bauern an den Elektrozaun zu hängen. Ha? Das ist, hat sie angemerkt, dass einer von den Bullen da wohl sein Interesse bekundete. Ja. Weil einer war nämlich tatsächlich das war die 12. Lüge, glaube ich. aufgestellt. Ob der jetzt nur strullern wollte oder ob das den wirklich angemacht hat. Und Leute, das ist doch. Also das waren jetzt, ich habe jetzt 12 Lügen gezählt. Wenn ihr der Meinung seid, ihr könnt mehr finden, gerne, sagt's mir Bescheid. Aber ist das nicht genau dieselbe Geschichte, die er schon mal erzählt hat? Nur damals war es so, das war ein Kumpel von ihm auf irgendeinem Festival, wo er es nicht mehr genau sagen konnte, welches Festival. Oder sagen, es war auf jeden Fall auf irgendeinem Festival, hat ein Kumpel von ihm irgendeine Alte aufgerissen, mit ins Camp gebracht und am helllichten Tag auf der Motorhaube verrammt. Und dann ist doch der Partner von dieser Tussi gekommen. Das ist jetzt in dem Szenario ist halt jetzt stattdessen der Stier gekommen. Und dann hat man kurz, und der war ja auch riesen Aufbackel, das Muskelpaket hat er erzählt und der ist dann gekommen und da war kurz irgendwie so eine, ne? Aber dann kam raus, dass der da drauf steht und dass der da gerne noch weiter zuschauen will. Und das ist doch genau dieselbe Story jetzt hier, nur dass du ne, es ist jetzt auf dem Feldweg neben der Kuhwiese statt auf dem Festival. Er ist derjenige, der die alle auf der Motorhaube weggeknattert hat und es ist jetzt ein Stier statt irgendeinem aufgepumpten Dulli. Das sind die drei Unterschiede an der. Aber es ist genau dieselbe Scheißgeschichte. Ja, wer weiß. Man wird es nie erfahren. Aber auf Ja. jeden Ja, das wird man nie erfahren, weil es nie passiert ist. Fall war es schon witzig. Das kann ich mir vorstellen. Okay, ich glaube, da sind wir jetzt wirklich, weil jetzt im Moment nimmt er wieder Anlauf im Kopf und jetzt wird die Rendermühle wieder angeschmissen oben.
ob er jetzt noch eine hanebüchenere Geschichte rausknattern kann, wie diesen absoluten Bullshit, den er gerade verzapft hat. Und da wir jetzt schon wieder bei 1 Stunde 15 Minuten fast sind, würde ich sagen, machen wir hier jetzt einen Cut. Und ich lade den Schmarrn jetzt hier hoch und morgen versuche ich dann wieder ein wenig an Content für euch zu machen. Diesmal sind wir gut weit gekommen, haben wir sind fast eine halbe Stunde gekommen, wenn wir die 20 Minuten vom vorherigen Video mit dazu rechnen. Wenn wir in diesem Tempo weiterkommen, dann uiuiui. Ja, aber es kann lustig werden hier. Ne? In diesem Sinne, Leute, tut nicht, was Rainer tut und Mellow.